da gehen 2 Möglichkeiten. Das heißt, die erste Möglichkeit, dass die loggt dir schon ihrem DSP an. Und du könnt ihr dann auswählen, wie medizinisch Personal Zugriff auf ihren DSP hat. Den haben sie dann noch so lange, bis da drin ändert. Oder der geht von der bei den Doktor gibt einen Anwesenheitscode und mit dem hat ein Doktor dann die Möglichkeit 24 Stunden eben Zugriff zu haben, für keine Sachen abzuladen oder Dokumente zu analysieren. Für an der Klinik oder für Blutproben oder so, da geht gefroht, ob der will, dass alle Dokumente an DSP abgeladen gehen. An dem Moment geht das dann automatisch, dass die Dokumente an ihren DSP drankommen. Ja, das gesagt den ganz genau. All Ummeldungen wird ganz genau nur verfolgt an der Lifeline. Und du siehst da, wie ein Doktor oder Prestataire sich zu welchem Moment an ihrem DSP angeloggt hat, an Dokumente gelöscht hat oder Dokumente konsultiert hat. Das ist nicht möglich. Die können kein Dokument an ihrem DSP löschen, weil die auf dem Doktor abgelöst sind. Das heißt, der Dienst, was dir schon in dem Fall bleibt, dass das dort privat stellt, im Moment sie dir an den Doktor, den das Dokument erstellt hat, die Dienst steht nachgesehen. Ja, die hat zu allen Momenten eben die Möglichkeit für einen DSP zu machen. Da gibt es 3 Möglichkeiten. Die erste ist am Anfang bei der ersten Aktivierung von ihrem DSP geht gefragt, ob ihr überhaupt abmachen oder ob ihr direkt zumachen. Wenn man nicht will, dann kann ihr da eben direkt wählen, ich mache mein DSP zu. Die andere Möglichkeit ist am DSP selber, könnt ihr das auch auswählen, dass ihr eben sagt, ich will mein DSP nicht mehr, ich gebe nur gerne zumachen. Oder der könnt ein Formular und die Sorte checken, den DSP zu machen, was er dann ausfüllt und bei sie per Post schicken.